leck mich. Geh ja nicht auf meine Kamera. Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Freunde der Sonne. Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, das ist ein super Versteck. Weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh das schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Weil wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein Zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Oh, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, das sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stealth-Steifer. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant, gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Geht da was? Ah, wieder nicht leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage.
Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. So, einen wunderschönen Mittwochabend beieinander. Bleibt mir was, schon geht's ja schon direkt zu heute. Blutsachsen die. Birgit, Habitäre. Dev, merci dir für dein Lurk aus dem Work oder aus der Work. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es ist häufig stressfrei und du hast es hoffentlich bald hinter dir. King of Barbecue schaut da, der Mescalin, Habitäre, grüß dich Gott. Frau Fichterli ebenfalls anwesend, der Herr Werb ist schon da und Frau Semkroweiff ist selbstverständlich auch schon anwesend und der Herr Ripsi ist auch schon anwesend. Grüß euch gut beieinander. Ja, legst dich nieder. Jetzt ist noch nicht einmal 5 und es hat schon so zahlreich da am Start. Wie geht's euch denn? Alles fit bei euch. Ohne Scheiß, ich glaube, ich werde heute auf noch die Nackenstarre des Obergrauens haben. Ohne Witz, ich hab heute, ein paar Leute haben vielleicht in Discord das Foto gesehen. Ich habe heute die Decke geweißelt. Ne? Zumindest den ersten Anstrich. Ganze 90 Quadratmeter, wo es die Decke hat. Keine Ahnung. Ohne Witz. Also ich glaube, mein rechter Nackenmuskel, der ist jetzt ein Felsen. Ohne Scheiß. Leg mich am Arsch das Überkopf arbeiten. Das ist... That's hitting different. Ohne Scheiß. Aber gut, müssen wir durch, das hilft besser nichts. Hat halt 15 Minuten näher aus, Inventur, endlich Schluss und jetzt Urlaub. Ja, da fühle ich die absolut. Ich habe nämlich jetzt auch Urlaub. Ich habe gestern um 9:45 habe ich mit Mr. Day Zero hab ich gesagt, so und jetzt aber ab vom Hof. Gell? Und ich habe jetzt frei bis einschließlich 6. Januar. Also, frei von meinem Beruf. Ja, auf der Baustelle geht natürlich jetzt umso mehr weiter, weil ich jetzt mir endlich auf das einmal in den nächsten 2,5 Wochen durchgehend fokussieren kann. Aber grundsätzlich mehr Arbeit, mehr Urlaub, mehr Arbeit, ja, fertig und das nicht auch noch. Hättest du dein Cheat gesoffen, mein Cheat gesoffen, achso, ein Booster meinst du? Hey, ohne Scheiß, du wirst jetzt lachen. Ich hab gestern in mein Regal, also quasi, wir haben ja in der Küche, ich hab zum 39er so eine kleine Holzkiste geschenkt gekriegt, so ein, ja, das war so eine Knabberkiste, das ist das gewesen. So. Da waren Nachos drin und Chips und ein paar also so Knacker, so Handknacker, so Pfefferbeißer, ne? Und da bewahre ich eigentlich meine ganzen Fitness-Sachen auf. Also Eiweißpulver, Booster, meine Shakes sind da drin, also einfach alles sauber verrammt ist. Und ich hab mir vor 2 Monaten oder so, oder vor 3 Monaten, wo ich halt das Fitnessstudio wieder ein wenig besucht habe, mir halt einen Booster wieder gekauft gehabt. Und ich habe jetzt gestern, ohne Scheiß, ich habe nachgeschaut, ob der noch, also quasi mit der Zeit, wenn du das nicht regelmäßig einmal umrührst, dann wird der fest irgendwann. Ne? Das ist einfach irgendein Klumpen, dann kannst du ihn wegschmeißen. Hey, aber der ist noch top beieinander, ohne Scheiß. Ich muss jetzt direkt schmunzeln, dass das noch so im Kopf geblieben ist. Mit meinem Eiweißgebräu und mit meinem Booster. Zauberhaft. Bei dir geht's am 8.1. wieder los. Bei mir am 7. Also ich fange Sonntag bei der Nacht quasi wieder an. Ich hab's damals gehasst. Ja, Dick ist ein wenig kreislig, das stimmt. An der Wand geht's. Wand, das stört mich absolut nicht. Aber an der Deck, wenn du die ganze Zeit da so am Rumrödeln bist, du stehst die ganze Zeit so da, das ist... Oh. Ne? Jetzt bin ich zwar groß, aber selbst ich muss nach oben schauen. Das kommt vor mit 1,96 m. Ne? Ja, Urlaub eher nicht so, hilft nicht, dafür kein Stress an die Feiertag heuer, ist auch was. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, wir haben Gott sei Dank auch schon alles hinter uns. Wir haben vor 2 Wochen schon alles besorgt, was man besorgen muss. Bei uns wird heuer Weihnachten auch dezent gemütlich. Ne? Und wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall viel wert. Auf alle Fälle. Und Cartman habe ich dir, grüß dich gut. Und sonst hoffentlich alles fit bei euch. Ne? Muss schnell Hallo sagen, bin leider gleich wieder weg, heimfahren. Du tust einmal ganz gewaltig aufpassen, wo du da deine Augen hast, Frau. Ne? Frau von und zu Marschall. Bitte, da jetzt nicht, ne? Immer schön auf den Verkehr achten. Und danke, dass du aber trotzdem einer schaust. Ja, sie loben. Komm gut heim, pass auf dich auf. Pressier ist nix. Bin schon noch ein bisschen da, wenn's war. Bis Freitag darf ich noch und die drehen alle durch. Ja. Bei wem sagst du das? Wem sagst du doch? Bei uns in der Firma auch. Da geht's drunter und drüber und was weiß ich was. Quer geht's noch mit. Natürlich her von und zu. Okay, was, wir verstehen uns. Alles klar. Sehr schön.
Ja, sonst, was gibt's Neues? Eigentlich, ja, wie gesagt, wir haben jetzt den Urlaub werde ich sehr stark, also ich werde den Urlaub für 3 Dinge nutzen. A, auf meiner Baustelle voran, oder auf unserer Baustelle voranzukommen. Und B, abends mir einfach einmal da in diesen Sessel zu fläzen und entweder irgendwas zocken oder einfach irgendwelche Serien schauen, keine Ahnung. Ich hab mir das heuer in meinem Winterurlaub einmal vorgenommen, weil ich hab im Sommerurlaub das nicht wirklich gemacht. Und heuer habe ich mir es im Winterurlaub wirklich einmal vorgenommen, den einen oder anderen Abend hier an diesem Sessel zu verbringen. Einfach einmal chillen und abschalten. Ja, das habe ich auch der Frau Bazi schon beigebracht. Ne? Die ist da quasi mehr oder weniger schon ein bisschen darauf vorbereitet. Weil sie muss ja noch weiterarbeiten, sie hat erst die erste Januarwoche frei. Aber so jetzt diese kommende Woche werde ich halt ausschließlich dafür nutzen, einfach einmal ein bisschen runter zum Kämmer abends und einfach einmal ein bisschen zum Chillen. Muss auch mal sein, ne? War ich das letzte Mal einkaufen für das Jahr? Holy moly, die drehen ja heute schon durch beim Einkaufen. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Du, ich habe halt eigentlich nur, ich habe halt Hosenfutter gekauft. Und sonst, ja, so ein bisschen was für den Haushalt, aber sonst eigentlich auch nicht an Teufel. Ich werd wahrscheinlich morgen das letzte Mal gehen und schauen wir für, quasi für über die Weihnachtstage noch alles ein wenig besorgen, was wir ein wenig brauchen. Wir haben 2 überwiegend unterwegs. Wir haben am 24. bei der Frau Bazi ihre Leute. 25. hat ihre Schwester Geburtstag, da haben wir auch bei ihre Leute. Am 26. haben wir bei meine Leute. Und dann geht es hoffentlich eh schon wieder normal dahin. Hoffentlich. Wer weiß das schon. Aber ja, wobei sagen wir, dass heute bei uns im Edeka tatsächlich sogar gegangen ist. Also hätte schlimmer, es ist ja schon schlimmer erlebt. Aber ich glaube, der krasse Sturm wird am Freitag und am Samstag sein. Also wenn du Freitag und Samstag zum Einkaufen musst, Bruder, da kannst du dich erschießen gehen. Da kannst du dich freiweg erschießen gehen, wenn du am Freitag oder am Samstag noch irgendwas brauchst. Also da drehen alle durch. Ja, wahrscheinlich gerade, dass das Scheißpapier nicht wieder hamstern. Ne? Für den Fall, dass, was weiß ich, schneller wie eine kriegen und keiner mehr aus dem Haus kommt so. Aber gut. Jedem das seine. Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich Donnerstag alles besorgt habe, dann ist es rum, dann das Grobe. Ne? Silvester ist dann auch wieder weniger dramatisch, da haben wir auch wieder bei den Leuten von meinen Eltern. Da geht's dann eigentlich. Also alles halb so wild wie heuer. Haben wir ja was gelernt die letzten 3 Jahre. Also mehr die Morner. So, Paula Tass mit Kaffee, das nicht um 19 Uhr schon einschlaft. Wenn du den Kaffee aus der Paula Tass trinkst, dann bist du um 7 definitiv noch nicht mehr. Ne? Weil ihr Aktivitätsdrang, den die Paula hat, der übertragt sich quasi unterm Strich so ein bisschen auf die Tasse. Ne? Also das ist quasi wie wenn du einen doppelten Kaffee saufst. Und auch am 24. kann man das Jahr nicht einkaufen, ruft es einen Notstand aus. Ja, so ungefähr. Also das ist wahrscheinlich der ungefähre Gedankengang, den die Leute haben. Ja. Obwohl ich glaube, das Thema haben wir letztes Jahr, glaube ich, um dieselbe Zeit schon mal gehört. Und ich bin immer nur der gleichen Meinung. Ich finde es nicht richtig, dass am 24. Dezember immer nur Geschäfte offen haben. Ich finde das pardon nicht richtig. Die Leute haben da alle eine Familie, die haben auch ein Recht, dass bei ihnen die Leute daheim sind oder bei ihnen Geliebten. Und wenn einer es nicht zusammenbringt, bis 24. Dezember seinen Scheiß zum Kaufen, ja, Brudi, dann weiß ich nicht, dann kehrt er mit der Pfanne eine auf den Kopf gehauen, weil dann kehrt es doch halt offensichtlich nicht anders. Oder kehrt er der Christbaum quer durch den Arsch geschoben. Ich weiß es nicht, ich verstehe das nicht. Aber gut, naja, für Schimpfen haben auch noch nicht da. Weil, wer bin ich schon? Ich wollte eigentlich auch erst morgen, aber nachdem morgen Sturm angesagt ist, habe ich mir gedacht, ich mache lieber heute, dann kann ich morgen direkt heimfahren. Ja, ich habe was gehört, dass wir mir angeblich einen Sturm kriegen. Wann und wo der kommt, das weiß ich nicht, aber das werden wir schon irgendwie mitkriegen. Da müsst Du a weng a gaude mucha. Du ein wenig Gaude machen, ja. Ja, okay. Ich mache ja gleich. Bryce, merci dir für dein Resub im 25. Monat. Holy fucking shit. Vielen lieben Dank für deinen Support. Weiterhin herzlich willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich weiterhin wohl bei uns. Merci dir. Bro, Fabidiere, ja. Servus, ihr Kaffee. Ich muss sagen, ich habe Kaffee. Ich verstehe es nicht. So, servus, ihr Kaffeecreme-Törtchen. Ja, merci fürs Hunger machen, ja. Herzlichen Glückwunsch, das hast du schon wieder gut angestellt. Das hast du schon wieder super hingebracht jetzt. Ne?
Gaming AW habe ich der, grüß dich Gott. Die soll verhungern, die Trottel. Ja, so genau, ja. So ungefähr. Und auch wenn es nur so stressig ist, finde ich das Beste, wenn du alles schon besorgt hast und du sitzt ja am letzten oder vorletzten Tag in einem Café in einem Einkaufszentrum und schaust einfach die Leute zu, wie sie die Köpfe einhauen und hektisch sind, während man gemütlich sein kann. Ja, das ist das Beste. Ripsi, das ist das Beste überhaupt. Das habe ich so ähnlich vor das war nicht Weihnachten, das war irgendwie da wo der Kombi-Feiertag war doch da, war ein langes Wochenende. So, ich bin zum Lauf gegangen und ich hab mich dann quasi die Hälfte Strick gehabt, habe ich mich dehnt und das war zufälligerweise vor dem Edeka. Du machst dir keine Vorstellung. Ohne Scheiß, da war ich für 5 Minuten eine Frau. Da war ich für 5 Minuten eine Frau und hab die Leute beobachtet. Das ist ein Bild für Götter. Das müsstest, da kannst du einen Kinofilm dran. Ohne Scheiß. Da kriegst du Sachen mit, da sagst du mal, das gibt's nicht. Am 24. und am 31. hab zu Abi-Zeiten nebenbei gearbeitet und musste 31.12 bis 18 gehen. Musste mehr als einmal irgendwelchen Idioten ausweichen, die mich mit Böllern abgeworfen haben. Ja, das sind einfach... Wie gesagt, das Thema weiß ich noch ganz genau, da haben wir uns letztes Jahr auch unterhalten und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Aber meine Meinung diesbezüglich wird sich auch nicht ändern. Es muss einfach nicht sein, dass am 24. und an Silvester die Geschäfte offen haben. Weil, wie gesagt, das sind 2 Tage im Jahr, da kann ich mich lang nur darauf vorbereiten, 363 Tage, wenn du das genau nimmst, außer du hast das Schaltjahr. Und das muss nicht sein. Und wenn ich mich dann nicht darauf vorbereiten kann, ja, sei mir nicht best, dann ja. Bist eigentlich irgendwo selber schuld. Na huch, da hat sich ein Bot verirrt. Der ist gut weiter, der haben da... Bazi, wichtige Frage. Aber was kommt denn jetzt? Ich hätte gerne eine Bestelloption wie beim DM. Das wäre ein Traum. Online shoppen, abholen, fertig. Du, sag dir ganz ehrlich, was ist, davon sind wir nicht mehr weit weg. Ja, aber Weihnachten kommt auch so unerwartet. Ja, das kommt einfach so plötzlich, gell. Vor mir stehst du auch wieder früh. Oh, scheiße, heute ist Grünsküstel. Das ist so Blödsinn, aber, Was hältst du davon, dass Netflix ein Remake-Remaster von One Piece machen wollen? Das wollen sie nicht nur machen, das machen sie auch. Ich persönlich, ich brauch's nicht. Ich sag das ganz ehrlich. Ich persönlich brauche es nicht. Erstens einmal, weil ich die komplette Story in- und auswendig kenne. Mich stört's nicht, dass diese Animation von damals in die Jahre gekommen ist. Ich bin damit groß geworden. Ich schaue mir heute noch Dragon Ball Z an, wo es auch nicht mehr den neuesten Animationsstand hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich werde es mir wahrscheinlich eher nicht anschauen, wie gesagt, weil ich es schon kenne. Allerdings ist es für Neueinsteiger, die wo frisch mit One Piece anfangen wollen, eine super Sache. Ja? Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages ist es eine Geldmacherei. Ne? Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es der Eiichiro Oda unbedingt so nötig hat, weil er ist mit Abstand der erfolgreichste Mangaka auf diesem Planeten und hat keine Ahnung wie viel zig Millionen oder zig Milliarden mit dem Wumms eingenommen und wird er noch einnehmen. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, das steht auf einem anderen Zettelpapier geschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich brauch's nicht. Für Leute, die One Piece noch nicht gesehen haben und den Anime neu anfangen wollen, eine gelungene Sache. Man muss halt abwarten, wie es mit der deutschen Synchro ist, ob die da die gleichen Synchronsprecher wieder hernehmen. Was ich vermute, weil sie da Netflix, glaube ich, nicht anschauen lässt. Die haben ja bei der Live-Action-Serie die originalen Synchronsprecher nur vom Anime. Muss man abwarten. Ne? Ich werde mit Sicherheit einmal reinlunzen, brauchen wir nicht reden. Aber so wirklich anschauen werde ich es nicht, weil ich, ganz ehrlich, ich finde die neuen Folgen mittlerweile so derartig over the top, dass mir die alten eigentlich gar nicht mehr interessieren. So, auf die Art. Ne? Aber gut, Freunde der Sonne, jetzt haben wir uns fast ein bisschen verplappert. Jetzt müssen wir einen Just Chatting Stream machen. Kreuzkruzifix, sagst du eh. Manchmal kommst du halt einfach auch nicht aus, gell? Aber da haben wir schon mal wieder Zeit dafür. Aber jetzt da die Vorschlag, schauen wir uns Inside noch weiter an. Ne? Da haben wir ja letztes Mal stehen bleiben. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und ihr flext schon wieder mit enkelen Stream-Serien. Der Mr. Gaming AW hat eine 5er Stream-Streak erreicht. Vielen lieben Dank dafür. 5-mal in Folge wurde ich jetzt schon hierher geschubst. Ist das wie im Mobbingkreis? Das ist der positive Mobbingkreis. Ja? Das ist der positive Gruppenzwang, wenn du da bei uns bist. Ne? Bei uns gibt es, glaube ich, nichts Negatives. Außer, dass ich bayerisch rede wahrscheinlich. Aber okay. Und der Mr. Prof Valentine, der hat eine 7-fache Stream-Streak erreicht. Vielen lieben Dank fürs Ober wieder dabei sein und Ober wieder einschalten. So,
Und jetzt, Freunde der Sonne, jetzt kümmern wir uns aber mal ums Wesentliche, gell? Wir haben ja schließlich halt eigentlich zum Zocken da. Ich hoffe jetzt einmal, dass wir mir das Spiel bis etwa Viertel nach 7, halb 8 durchbringen. Ansonsten machen wir halt noch einen dritten Stream, dann hilft es einem halt auch nicht. Aber das werden wir dann schon irgendwie, Freunde, das werden wir dann schon irgendwie mal gedeichselt kriegen. Ne? Da tun wir uns, glaube ich, überhaupt nicht runter. Ich glaube, je mehr Inside-Streams muss man machen, umso mehr schluckt der Prof Valentine einen Flickflack da vor dem Bildschirm. Ne? Haben wir mal sagen lassen. Ich bin gespannt, wie du Inside löst. Ja, da bist nicht nur du gespannt, da bin ich auch gespannt. So, genau, wir haben ja da letztes Mal hängen geblieben. Bei einem Rätsel, wir müssen irgendwie so eine Kolonne von Bauarbeitern zusammendrummen. Wir brauchen, glaube ich, 20 Stück und ich glaube, 3 oder 4 gehen uns ab. Wir haben da noch alles abgegrast. Jetzt müssen wir da mal schauen, wo wir mir jetzt da noch Bauarbeiter aufkommen, weil da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich sicher. Jetzt müssen wir erst einmal wieder die Steuerung anschauen, wie das nochmal gewesen ist. Aber das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen. Du hast es fertig gekriegt, okay. So. Aktuell vorm Handy auf dem Bus warten. Ja, das nenne ich mal perfektes Timing, oder? Du wartest auf dem Bus und hast Unterhaltung. Easy. So, alles einsteigen. Ich glaube, wir müssen fast nochmal nach oben, also in die mittlere Ebene und dann nach links gehen, wo wir herkommen. Und da haben wir nämlich letztes Mal nicht mehr geschaut. Werden wir schon irgendwie hinbringen. Habt ihr einen Ton? Ja, habt's. Okay, passt. Gut, dann schauen wir mal da aus. Weil von da haben wir gekommen, weiß ich noch, da haben wir aber nicht mehr nachgeschaut. Beziehungsweise ist jetzt der einzige Weg, da wo ich noch vermuten würde, dass da noch irgendwer ist. Ah ja, sechstes, da ist ein Gitter. Da ist ein Hebel, den man hebeln kann. Achso, ich hätte da. Aha, ja, ich verstehe schon. Ich hätte da. Das war die falsche Richtung. So. Ach so, da geht's. Ach so, da muss man quasi so eine Art Wippen machen. Okay, ja, ich verstehe die Frage schon. So, erst einmal oben machen. Ah, war ein wenig spät. Okay. Das war ein wenig zu bald. Okay, also diese Timing-Frage. Ah, jetzt schaut es eben gut aus. So, jetzt müssen wir aber noch Adam und Riese alle haben, oder nicht? Die Volksfest-Truppen da. Ich möchte, glaube ich, gar nicht wissen, was da so pumpert. Ne?
Sollte man aber nach Adam und Riese eigentlich genügend haben, damit wir da durchkommen. 19 Arbeiter brauchen wir da. Und einer liegt schon da. Ah ja. Ah, die bleiben jetzt automatisch da stehen. Wow. Okay, kommt jetzt Godzilla oder? Walleck. GSC hupst, Biene dabei. Biene dabei? Hast du eine Biene dabei? Birgit, danke dir für deinen Prime-Sub im 10. Monat. Vielen lieben Dank für deinen Support. Dankeschön. Weiterhin willkommen und viel Spaß. So, was ist jetzt doch Phase? Gesundheit, Shadow, habe ich dir. Ja, okay, ich sag schon, die Druckwelle, die schießt mir da komplett ins Nirvana. Vermute jetzt einfach mal, oder? Ah, deswegen ist da oben so eine Barrikade. Okay, I see what it is, man. Walleck, das war aber schon mehr wie knapp jetzt, gell? Okay, was haben wir jetzt da? Okay, da dreht sich das. Ah, weil ja, ich verstehe schon. Weil die Druckwelle ist ja jetzt ja logischerweise auch da, wo die Leute ist. Das heißt, wir müssen das Ding da so positionieren. Beziehungsweise, nein, müssen wir weiter auf wieder. So, weil herunter haben wir ja Zeit. Ja, okay, yeet the child. Ja, oder wir müssen es umzutun. Das kann jetzt auch sein, dass wir es enden lassen müssen, weil das kann man zeitlich schaffen. Jetzt pass auf, warte, das probieren wir jetzt einfach aus, dann sehen wir es eh. Mehr wie scheitern können wir ja nicht. Machen wir es mal ja so. Na. So lassen wir das jetzt einmal. Nein, das schaffen wir nicht. Nein, das schaffen wir da auf jeden Fall so nicht. Okay. Da müssen wir noch mal schauen. Ich möchte halt nicht spoilern. Das war sehr zauberhaft von dir, wenn du nicht spoilerst oder nicht backseatest, solange ich nicht frage danach. Das wäre sehr zauberhaft von dir. Aber da tue ich mich bei dir nicht um. Pass auf, wir übersehen wir doch da garantiert irgendetwas, oder? Wir brauchen da jetzt Apps, wo wir geschützt werden. Ah,
Ah, man muss das laufen lassen. Man muss das laufen lassen. Du musst das... Boah, leck, wie soll ich denn das machen? Ah, scheiße, jetzt war jetzt bald. Aber kann das sein? Muss man das zeitlich so abpassen? Na, das schaffen wir nicht. Okay. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das zeitlich so abpassen muss, dass du also quasi zu einer gewissen Zeit da aufsteigst, dass das genau darum geht, dass du geschützt bist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich schaff's so nicht. Okay. Da gibt's jetzt bestimmt wieder eine extrem einfache Lösung. Ja, okay, aber... Achso, da hätte ich jetzt oben warten müssen. Da hätte ich jetzt oben warten müssen. Das war wieder zu spät. Okay, das muss man zeitlich abpassen. So, jetzt muss ich da warten. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geplant ist, dass man das so macht. Keine Ahnung. Und da dann dasselbe. Na, fast. Okay. Okay. Nicht übel. Also jetzt mal da Ohrleck. Die Frage,
Also die Frage, die ich mir da stelle, wer oder was verursacht diese Druckwelle? Hä? Okay, warum bin ich da jetzt gehittet worden? Und du verursachst das schon mal nicht? Ich glaube, das ist der Breselfetzen vom Shadow, der da noch nachwirkt. Ach, ich weiß schon, warum ich da weggehittet worden bin, weil die Schuldofe da, oder was auch immer das sein soll, das wird durch das Geländer da gehalten. Und da, wenn ich drüber gehe, dann habe ich ja das quasi nicht mehr. War jetzt auch sehr knapp. Ah, du musst dann wieder ohne weitergehen. Oh, leck. Du musst sogar da dann timen, okay? Endlich wieder Emotes. Viel Spaß damit, Birgit. Okay. Und die Druckwellen jetzt weg? Ja. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da eigentlich mag, aber wir werden keine andere Wahl nicht haben. Die gerade so, ist jetzt Aufzug hängen geblieben, oder was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Hä? Okay, ich habe instinktiv gehandelt. Die gerade Zombie jetzt. Hier, was normaler Montagmorgen mit dem Fahrstuhl. Ja gut, wir haben ja keine Fahrstühle bei uns in der Arbeit tatsächlich. Okay, wieder Hebel zum Hebeln. Krass, wie schnell du das gecheckt hast. Ja, das war... Ja, natürlich geht's dir wieder auf fucking Zeit. Are you serious? Ah ja, perfekt. Eingeschlagen wie ein nasser Sack. Perfekt. Sigi, habe ich dir Basis im Chat vom Urlaub, Sigi. Alles, der nächste, der Urlaub hat. Sehr gut. Sigi, habe ich dir. Einen schönen Urlaub wünsche dann. Schön, dass du bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, let me see. Warte mal. Also, warte, da kann man vielleicht eine Kisten hinschirmen, ne? Dir geht's gut? Sehr schön.
Freut mich zu hören, wie das du bist. Ja. Okay, das muss in den Arm gehen. Was das Tor schaut aber auch aus wie, ne? Da darfst jetzt eigentlich. Als Soul-Spieler merkst du, dass da ein Hidden Wall ist, aber, ne? Schaut aus, wenn wir da wieder tauchen müssen. Ah ja. Okay. Oh Gott, da ist schon wieder so eine. Das Weiberlein haben wir letztes Mal schon mal gesehen, gell? Okay, ich hab jetzt da ein Bredel, aber... Was soll ich jetzt damit? Ich habe so eine Ahnung, was man da muss. Ich habe so eine Vermutung. Scheiße. Mhm. Okay. Lass mich raten, ich muss jetzt zu der Ruinen da eintauchen. Ja, natürlich, ist eh klar. Was das Problem ist, mir habe ich gerade Taschenlampen nicht mehr. Hey! Wer ziehst du an, du dumme Sau? Oh, du bläder. Boah. Ja, das war halt aber auch klar, dass mich die verfolgt. Schau da, der 1-0 für die. Ich glaube, da hat es mehr gerissen. Ja, die Frage ist jetzt... Wir nutzen unsere sexuelle Schwungmasse, die wo bei uns nicht vorhanden ist, ne? Bei dem Bierschalter. Der ist wieder, ne? Aber dann dribbelt man, ja, du blöde Mistmatz, du kannst mich kreuzweise. So. Aha, und jetzt mache ich quasi dezent die absolute Oberarschbombe. Ich mache Arschbomben auf den Schädel auf. Das war jetzt eigentlich. Freunde der Sonne, wer hat im Freibad Versänger gespielt? Oder im Hallenbad? Ist egal wo.
Wer hat schon mal einen Freund versenkt? Das darf ich mit der jetzt gern da. Wer nicht? Auch wieder wahr. Ja, okay, wir werden jetzt, pass auf, wir nehmen jetzt da Pro-Like, also Turmspringer Pro-Like, nehmen wir jetzt da Anlauf und werden wir so eine Arschbombe machen, dass es bei uns eine Tsunami-Welle gibt, gell? So. Forrest, schwimm schneller. Sehr gut. Forrest, schwimm noch schneller bitte. Schneller, schneller, so ist gut. Was? Na, spinnst du? Ich fahr doch jetzt nicht zurück. Du bescheuert oder was? Kira Elisabeth, danke dir für den Following. Ja, toll. Achso, das können wir wieder. Moment einmal, da werden wir wahrscheinlich jetzt gran von müssen. Let me see. Kranarbeiter Bazi. Staplerfahrer Klausi Dies. Ja. Ach, ich muss da. Ah, ja, ich sag schon, ich muss da um. I see what it is, man. Von da komme ich ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Also und jetzt kommst du zu der Seite. Ja, super. Ja, ich werde da und durch. Da. Moment einmal, ist das viel. Der Kran ist nicht umsonst, das kostet einen Blemverzent. Mit dem Kran kannst du irgendwas tun. Schade, ich hätte manchmal was ab. Ah, das nachhebe ich. Man muss da irgendwas. Irgendwas muss man mit dem Kran da machen. Der ist nicht umsonst da. Mit dem kannst du irgendwas tun. Wahrscheinlich müssen wir die kann man wahrscheinlich mit dem Kran irgendwie ablenken. Jetzt pass auf, jetzt warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir da tun könnten. Ah, okay. Die wird von angelockt, wenn sich was im Wasser bewegt. In dem Fall, wenn unsere Füße im Wasser hängen. Ja, dann wird die da nach hinten gebaitet. Und ergo haben wir jetzt da viel mehr Zeit. Easy. So, erster Bus. Sehr gut, Prof. Eine angenehme Fahrt wünsche ich. Okay.
Der ist davon 2. Ja, dann ist er immerhin der erste schon mal da. Ach komm, wie viel haben denn die da Sicht von denen? Gibt's ja nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die war jetzt eigentlich relativ weit weg, muss ich sagen, ne? Die war jetzt eigentlich relativ weit weg. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas übersehe ich hier. Na, jetzt war es langsam. Fuck. Ach, die ist ja schon gleich da unten, okay. Ich war nicht weit davon entfernt, meinen Laptop vom Tisch zum Werfen. Ich habe da mit Beleidigung um mich geworfen, das war nicht mehr lustig, außer für die, die zugesehen haben. Okay? Na, also das... Für das gibt's irgendeine Lösung. Die ist halt verdammt schnell, ne? Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich glaube, ich hab da so eine Vermutung. Ich glaube, ich hab da so eine Vermutung. Wie es funktioniert. Ob es funktioniert, werden wir jetzt herausfinden. Tasty baiten, Freunde der Sonne. Jetzt machen wir nämlich da den Wumms zu. Und jetzt kann mich die Alte. Easy. Haben wir schon gedacht, es hat für irgendwas gut sein müssen, dass das Loch da hinten da drinnen ist. Du musst die irgendwie weglocken. Und halt aber auch wieder gleichzeitig bei dem Thema warten, ne? Die Rätsel sind zwar auf den ersten Blick kompliziert, aber man muss einfach denken.
möchtest du mich verarschen jetzt, oder was? Hallo? Hä? Was bitte? Andi, habe die Ehre, grüß in Spätschicht. Merci dir, dass du kurz reinschaust. Ich hoffe, du hast eine angenehme Schicht. Also das ist gescriptet, das muss quasi so. Oh, Fischis. Wenn das jetzt Piranha sind, dann herzlichen Glückwunsch. Gut, in der Praxis bist du gnadenlos der Suffer, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Und in der Praxis hat es da schon 8 Mal Stromifeld zerrissen vor lauter Druck. Wie weit haben wir da jetzt runtergesunken? 200 Meter, 300 Meter, keine Ahnung. Ich möchte nicht wissen, wie viel Druck das da herrscht. Aber wenigstens ist ein Lichtschranken da, ja? Wir können jetzt ins Licht schwimmen. Ja, wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich. Die Frage ist, was muss ich jetzt machen? Bin ich jetzt automatisch eine Meerjungfrau, Mann, oder was? Habe ich jetzt unendlich Luft unter Wasser, oder wie sage ich das jetzt? Fische haben meine Verbündeten. Okay, ab jetzt offiziell Aquaman, perfekt. Aquaman 3. Aber die Frage, hä? Ich bin jetzt der Goldfischflüsterer. Ich habe keine Ahnung, ob man mir richtig an, aber wir werden es herausfinden. Oleg. Alter, das ist so creepy, wenn du... Boah, leck, stell dir das einmal vor. Du tauchst irgendwo nach vor mir... Was, das muss ja jetzt... Das ist jetzt ein Mensch. Aber jetzt stell dir... Wir haben letztes Mal schon mal geschmerzt. Du tauchst da so umeinander in so einem richtig trüben Gewässer oder so. Keine Ahnung. Oder ein Gewässer mit wenig Sicht. Und dann... Wenn es so richtig offen ist und auf einmal siehst du von ganz weit... Also von hinten halt eine riesige Silhouette von irgendeinem Monsterviech. Keine Ahnung. Paradebeispiel war jetzt, wie gesagt, mir fällt da nur Godzilla ein. Da gibt's, ich weiß nicht, ob ihr die Monsterverse-Filme gesehen habt, aber bei King of the Monsters, das ist auch so eine Szene ungefähr so wie da jetzt. Da schauen sie quasi unter Wasser aus so einer Schranken aussehen und sehen halt von vorn, wie der Godzilla mit Warnsignale auf ihnen zukommt. Also der blitzt da mit seinen Atomschuppen so ein wenig auf und das schaut halt brutal creepy aus. VB-Prof. Ach so.
Okay, wieder mal gnadenlos alles durchgeschwappt. Ah, man kann sich da festhalten. Ja gut, da wenn wir durchgehäckselt werden, ne, dann haben wir Hackfleisch. Das war knapp. Ja, okay, ich kann jetzt an Land atmen und unter Wasser. Perfekt. Zu deiner Frage, pro 10 Meter steigt der Wasserdruck um 1 Bar plus das eine Bar Atmosphäre. Also bei deinen 300 Meter sind es 130 Bar Druck. Herzlichen Glückwunsch, Freunde der Sonne. Nur fürs Protokoll, ein menschliches Ohr schafft das nicht. Oh Gott, da hat sich gerade ein Rotzers Knack gebrochen. Okay, der war gemein. Ich habe jetzt auf euch spekuliert, aber auf den nimmer. Der war jetzt fies. Ah, kommen wir wieder zurück, okay. Walleck. So, der wird jetzt eigentlich safe, Sir, right? Ja. Ja. So, Arschlecker mit dem scheiß Scheinwerfer. Mit wenig Sounds haben die eine mega Atmosphäre rausgehauen. Ja, also wie gesagt, das Spiel ist sehr, sehr einfach gehalten, aber dafür unfassbar gut gemacht. Also der will wieder tauchen, wieder Weltmeister. Ja, herzlichen Glückwunsch. Unsere Freunde, die Fische, sind auch wieder anwesend. Jetzt werden uns wahrscheinlich gleich irgendwo so gnadenlos Jumpscaren, dass du sagst, gibt's das. Die Frage ist, warum können wir jetzt unter Wasser atmen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich meine, wir haben ja vorher einen Elektroschock gekriegt, ja, so, toll. Oder die hat uns irgendwie angestöpselt, keine Ahnung. Da müssen wir doch eigentlich gar nicht rein. Ah ja, nice bait.
Okay, ich hab Fragen. Warum ist über uns Wasser und wir haben in einer Luftzone? Okay, ich verstehe die Frage nicht. Okay. Muss mir raten, wir müssen den Raum da irgendwie umdrehen, oder? Weil das Wasser oben ist, das ist nicht so richtig. Hm. Okay. Ah, ja, ja. Versteh schon. I see what it is. Jite, was weiß ich, was das für ein Ding ist. Ja, gut, okay, aber was soll ich da jetzt mit? Weil man, da können wir ja ohne Leiter auf. Ist das sonst irgendetwas? Alles machst du kaputt? Ja, muss ja. Bin mir jetzt nicht so sicher, was ich jetzt mit dem Ding da soll. Mir verhält sich das jetzt vielleicht anders. Musik nutzen, Freunde der Sonne. Da waren wir wieder. Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Aber für was bin ich jetzt noch da eingeflogen? Okay, da oben ist ein Hebe. Oder ein Knopf, besser gesagt.
Moment mal, da gibt's doch drunter garantiert irgendetwas, oder? Ah. Schnell mal Headset da stecken. Okay. Ja. So. Ja gut, da gibt's nichts. Moment einmal, das Ding muss irgendwie nach oben. Ah, und ich glaube, ich weiß wie. Warte mal. Okay, das Ding muss... Okay, jetzt ist das Ding da oben. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da raus? Ah, da kann man durchkriegen. Ja, okay. Was wir raten, da kommt jetzt bestimmt gleich wieder irgendeine so komische Fischtussi, die uns hops nicht mehr. Ach, das ist der Behälter. Ah, okay. Ist quasi mehr oder weniger miteinander verbunden. So, jetzt bin ich mit dem Essen fertig. Sorry for delayed. 31 Bar sind 31.000 Kilo pro Quadratmeter. So als physikalische Größe, nein, das hält kein Waschel aus. Nein, definitiv nicht. Und ich hoffe, es hat geschmeckt. Okay, jetzt habe ich da das Ding, das kann ich jetzt dahinter schieben und mit dem Ding da hinten kann ich dann da den Knopf da aktivieren und dann, lass mich raten, dann dreht sich alles um. Entweder platscht das ganze Wasser auf uns drauf oder der Raum dreht sich einfach um. Oder beides, der Raum dreht sich um und das ganze Wasser platscht uns auf den Kopf. Oder Möglichkeit 3. Raum der Reflexion abhängen. Ah. Warte mal, aber das... Hä, kann ich den jetzt nicht mehr aktivieren, oder was? Ah, das kann ich nicht mehr aktivieren, okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir den da noch mal brauchen.
Oder was auch immer. Oder wir müssen irgendwie aufs Wasser aufkommen. Das kann natürlich auch sein. Dann darf es aber funktionieren, wenn wir die zwei übereinander stoppen. Dann ist das Ding da vielleicht nur ein Secret und sonst nichts. Schauen wir mal. Ich habe eine Idee. Schauen wir mal, ob die von Erfolg gekrönt ist, die Idee. Mal eine kurze Zwischenfrage an die Leute, die das schon gespielt haben, an den Awe oder an den Prof. Wie weit haben wir denn noch ungefähr bis zum Ende? Ah ja. Und wir raten, die werden jetzt sagen, gleich alle lebendig und mich irgendwie fressen. Herzlichen Glückwunsch. Circa 3/4 sind die, da jetzt sagen. Schaffen wir das innerhalb von einer Stunde? Oder von einer Viertelstunde? Wenn du dich gut anstellst, ja, okay. Kommt so hin. Ja, dann schauen wir mal. Weil, wenn nicht, dann spielen wir halt noch einen Stream. Ist ja wurscht. Aber ich glaube, so schlecht anstellen tun wir bisher nicht. Was für die Spei 3,7 Stunden braucht, okay. Ja, der Prof oder was gesagt, das hat ungefähr Spieldauer von 3,5 Stunden. Okay, da ist alles taub. Da kann man Wasserpegel senken lassen und ansteigen lassen. Okay, irgendwie haben wir in einer Parallelwelt. Unter Wasser schwimmen wir jetzt nicht und über Wasser kann man schwimmen wahrscheinlich. Okay, müssen wir mal nach links gehen. Ich habe insgesamt 6 Stunden, aber dafür auf 100%. Ja gut, okay, du bist ja der Mr. Pro Prof Platin Hunter, der PPP. Ne? Pro Prof Platin. PPPH. Aha. Ja, mal schauen, es muss ja für irgendwas gut sein, wenn man da herlaufen kann. Aha, der Staplerfahrer Klaus, perfekt. Sei doch kein Platin nicht gegeben. Ja gut, Steam halt, ne? Beziehungsweise hat die Trophäe generell kein Platin? Jetzt lassen wir das einmal runter. Und platzieren wir das jetzt einfach einmal so. Ja, das Spiel, das ist schon nicht schlecht, brauchen wir gar nicht drin.
Also wie gesagt, für das, dass so simpel gemacht ist, Hut ab, hätte ich so nicht kommen sehen. Unter gar keinen Umständen. Okay, ja, warte mal. Dann müssen wir das Wasser jetzt auffüllen. Ja, man muss wahrscheinlich mit der Kisten die Tiere irgendwie blockieren, dass die nicht zufällt. Würde ich vermuten. Ja genau, jetzt haben wir das einmal da oben. Jetzt lassen wir da mal ein bisschen oben. Ah, jetzt klang es aber gerade nicht, dass ich da umschwimmen kann. Okay, Moment einmal, gibt es da noch irgendeine Kiste, die ich glaube, da haben wir da 2 Kisten frei hatten. Da ist zu. Maximal Gold, okay. Ja, andere Kisten gibt's nicht. Dem Hebel kann ich den Wasserstand regeln. Wasser ist oben, Luft ist unten. So, wenn ich das Wasser da ganz oben los. Dann kann ich zwar daher schwimmen, ich kann die Kisten aber nicht mit nach unten nehmen. Geht definitiv nicht. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich hab's. Also nicht wundern für die Leute, die Spei nicht kennen, das Spei ist gerade absichtlich, also es ist vom Spei das leise. Ich habe jetzt nicht den Ton ausgemacht und nichts, sondern es ist das Spiel selber. So, jetzt lassen wir da mal das Wasser oben oder auf, besser gesagt. Bis das da die Tür aufgeht, dann lassen wir die Kisten da oben fallen. So. Jetzt kann ich mit Hilfe der Kisten auf das Wasser aufspringen und dann da umtauchen. Perfekt. Easy. Na schau her. In Wirklichkeit ist die Welt, glaube ich, einfach nur ein riesengroßes Freizeithallenbad. Aber warum die Welt jetzt kopfüber ist, das weiß ich nicht. Ah, da geht einer spazieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da ist wieder ein Hebel um.
Wir uns wahrscheinlich von links irgendwo besorgen müssen. Okay. Aha. Ja, lecker. Jawohl, da hat es das Knackergrind dezent. Ach, der haben wieder freundlich mir gegenüber. Okay, perfekt, easy. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur Platina. Das singt der Prof bei Final Fantasy zum Beispiel. Oder bei Resident Evil, wenn er das auf PlayStation spielt. Er ist alles wurscht, Hauptsache die Trophäe sitzt. Noch ein Kleid noch zu denken. Okay. Ja, da liegt einer ohne Fies, oder was? So können wir was ein Fuß leider auch nicht bringen, gell? Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt die wieder... Okay, das steht jetzt O. Ach so, ja, logisch. Und jetzt können wir die da aufbekatapultieren und jetzt kann ich da oben aufschwimmen. Ich verstehe schon. In dem Fall genauer gesagt, da müssen das Tor. Weil vorne wird es wieder zu niedrig. Ist schon cool gemacht. Merci. Ah, die Bauarbeiter schließen sich mir auch wieder an. Perfekt. Ah ja, war dumm. Hätten sie mich umschubsen müssen. It's raining man. Oh, wieder schauen erst. So, jetzt bin ich auch da, habe ich die beide an. Was habe ich verpasst? Lucky, habe ich die. Ja, einiges. Einiges hast du versammelt. Also, auf die, wir haben schon ein bisschen was gesehen auf die letzte eine Viertelstunde. Also, wir haben jetzt quasi unter Wasser können wir atmen. Wir haben von so einer komischen Tussi, die wir beim letzten Mal gesehen haben, die wo so lange anschauen hat, haben wir da drängt worden, dann hat es irgendwas in uns eingestöpselt, dann haben wir kurz einmal gleich wieder Grissbaum und seitdem können wir unter Wasser atmen und ja. Es ist viel über sexy in dem Spiel aktuell. Okay. Ah.
Im wahrsten Sinne des Wortes. So eine komische Tussi hat irgendwas eingesteckt. Ah ja, jetzt ist spaßig. Das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht. Wenn jetzt das der Sei geschrieben hätte, okay. Aber von dir, Luke? Ja, die hat in uns was eingesteckt. Was genau überlasse ich deiner Fantasie. Sei färbt ab, ja, aber 100%. Also, jetzt kommt es wieder nicht runter, oder was? wie wenn die Leute nur aus Nossen Reis besteht. Also. Wo ist das Seil, wenn man braucht? Okay, ich kann jetzt da schwingen. Aber wo es genau mir das hilft? Oh. Ah. Ich hab zwar nur die Hälfte von meinem Trupp dabei, aber keine Ahnung, das wird schon passen. Ach, die kennen wir alle nach jetzt, oder was? Alter, die sind intelligent. Wiederschauen. Was ist dieser Casino oder was? Hey, da hinter Telefon. Okay, da ist ein 3 Meter großer Mensch eingesperrt, perfekt. Der wo irgendwas mit Blut am Fensterscheiben tagelt. Ah, habe ich die Ehre. Ja, lass mir du noch, oder was? Nein, du lass von mir weg. Ja, das ist gut. Wenigstens mal einer, der uns nicht feindlich gesinnt ist. Perfekt. So, die schauen da irgendwas Spezielles oder drin, okay? Keine Ahnung, was es ist, aber wir werden es herausfinden. Okay, ich möchte wissen, was ist es? Irgendein Alien oder... Vielleicht haben sie eine neue Biersorten erfunden, das kann auch sein. Ja, machen wir noch.
erkunden, falls da nichts passiert. Orlik. Irgendwie habe ich auch gerade so, jetzt kommt es mir gerade erst so ein bisschen, ich glaube nicht mal, dass wir auf der Erde haben, ich glaube, wir haben ja irgendwie auf einem anderen Planeten, ich weiß nicht. Das läuft zu creepy ab, wenn du mich fragst. Dann machen wir mal überall auf. Okay. Obizu können wir da auf jeden Fall schon mal nicht. Wir müssen den Ventilator, also das Wasserrad auf jeden Fall ausschalten. So in etwa. Oh, es wäre Licht. Okay. Okay, wir müssen was finden, dass das offen bleibt. Ah, man hat da eine gewisse Zeit. So, jetzt schauen wir, dass das volle Pulle draht. Ah ja, Super Mario Like gehen wir durch. Wir sind ein Nockerbazi. Freunde der Sonne, wir sind ein Nockerbazi. Okay, weird shit. Was zum Fick ist denn das? What the hell? Das ist der Fleischknädel. Wir haben Fleischspatzen. Alter, wie creepy ist denn das bitte? Wir haben jetzt ein Alien. Dann machen wir die ganze Einrichtung kaputt.
Alter, wie reidig. Stahlgitter, verstehe die Frage nicht. Ah, schön, die helfen uns immer noch. Rainer Kalmund auf der Suche. Das war aber jetzt. Also der. Ja, das hätte man jetzt aber gleich denken können, dass der Fahrstuhl die Belastungsgrenze erreicht hat. Ich mache ein alles kaputt, ich schwör's euch bei Gott. Egal was ihr da verbrochen habt. Nimm sie aus, Pfui. Normalerweise, so hörst du ja schon wieder was Neues im Stream. Normalerweise sollte man das zum Sein. Freilich reise ein Tresor aus der Verankerung aus. Also, ich verstehe die Frage nicht. Habt ihr was anderes zu erwarten? Aber brutale Wendung, ne? Okay, wo haben Hunde? Da ist ja der Vorstand. Wallet Bodycheck. Okay, dass der in 1000 Teile zersplattert, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Wallet, Alter, wird das jetzt blutig oder was? Okay, was für Altersfreigabe hat das Spiel? Also detailreich, ne? ruft Senker nicht da, Männer, es gibt Gulasch. Ach so, aha, da oben ist ein Knopf, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, da haben ich und da ich renne über den Haufen, weil mir alles wurscht ist. Was war denn? Warum kann ich die Hunde alle jetzt nicht zertreten? Okay.
Die Hunde müssen mir da jetzt irgendwie helfen. Oder warte mal, hätten wir da den Balken mitnehmen müssen. Da, pass auf. Okay, von mir scheiß auf die Hund. Und wir sind offenkundig unverwundbar. Oder auch nicht. Also durch die Mauer kommen wir jetzt nicht mehr durch, oder was? Ah, der ist freundlich, das ist gut. Brauchen wir garantiert auch wieder für irgendetwas. Oh ja doch. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn wir Schwimmer auch noch können. So, und jetzt verbrennen wir uns noch selber, oder was? So, warte mal, wir müssen einheizen. Okay, Moment einmal. Ja, das ist eh klar, Holzbriketts, Freunde der Sonne, Hand gefragt. Bei der Temperatur. Da musst du mal nachheizen. Nein, das hilft halt einmal nicht. Tut doch eh nix. Mehr Holz vor der hinten, mehr gut. Oh, eine mit dem Schund. Okay, was mir immer jetzt das Feuer hilft, aber gut, wir werden es mal mitnehmen. Nice try. Ja, jetzt ist eine Sprenkelanlage eingeschaltet. Also das Brenner drum muss man dann da einwerfen. Okay, verstehst du, da ist nämlich Gas. Entzündlich. So, die Frage ist jetzt, wer die Sprenkelanlage eingeschaltet hat. Verstehst schon, wie es geht. Okay. So, eine da. Das Gesicht noch kurz verbrennen, damit wir uns Solarium sparen. Ha! System austribbeln. Oh Leute, jetzt jagen wir die ganze Anstalt einmal in die Luft, hätte ich gesagt. Genau gesehen haben wir das nicht mehr gehabt.
Ah, die warten. Aha, ja, ja. I see what it is, man. Die warten mit einem Angelhaken auf uns. Ja, nicht. Okay. Ah. Es braucht mehr Schwung, das Ding. Ja, wegen dort schon dieser Schau, gell? Vielleicht braucht es nicht mehr Schwung. Vielleicht stehe ich mir einfach nur blöd das Gase. Ah! Bin schnell unterwegs. Hä? Quasi jetzt sind immer, oder was? Okay. Also ich glaube, ich verstehe grundsätzlich, was ich mache. Also ich muss die Gondel da irgendwie zu einer hinbringen. Sage ich das richtig? Normalerweise schon, oder? Okay, es braucht definitiv mehr Schwung. Hä? Wo kann man das über... Moment einmal. So, jetzt sehe ich schon mal, das kann man übereinander stoppen. Okay, Freunde, ich check's nicht. Ihr dürft's mir helfen. Ich kapiere jetzt gerade nicht, was da jetzt genau... wie das jetzt funktionieren soll. Ah, wobei, warte mal.
Ach, man kann da dran hängen bleiben. Ja, okay. Ja, na dann. Dann ist easy. Nevermind. Ja, nicht gewusst, dass man da hängen bleiben kann. Oh, jetzt habe ich es ganz zugeschirmt. Na, das ist der Schirm. Schieben. Schieben. Ist gut. Oh, jetzt auf. Auf, nicht oben. So. So ist er fein. Feiner Fleischbart. Achso. Die Geräusche von dem Blob, ja. So, das war jetzt auf Zeit gegangen, oder was ist der ernst? Aber die Frage ist, warum helfen mir die jetzt? Ich bin doch offensichtlich feindlich. Jetzt haben wir im Kino, perfekt. Oh, nice. Haben sie uns gefangen und meinen, wir kämen nicht mehr aus, oder was? Ich reiß einfach Kisten von dem Container. Haben wir das so erklärt, dass die einen loswerden wollen oder als Versuchsobjekt nutzen möchten? Ja, eins von beiden, aber ja. Aha, da ist eine Öffnung, siehst du es da. Ja, das hat jetzt, mit Einsperren hat jetzt nicht so gut funktioniert, wenn du mich fragst. Die Frage ist halt, war halt brutal, wenn das unser Ende war jetzt, ne? Wenn wir am Ende als so ein Blob enden. Wir erlangen wir zwar unsere Freiheit, aber zu was für einen Preis? Ah, da müssen wir Walzer einsetzen, sag ich schon immer. Geronimo! Oh, jetzt wird's aber schnell. Wir haben eine freie, quasi. Hallo?
Was jetzt? Ich kann nichts tun. Hallo? Ist das jetzt das Ende oder was? Tatsächlich. Okay, das Ende ist tatsächlich so, wie ich gerade vor 2 Minuten gesagt habe. Wir erfahren mal quasi nichts. Wir erfahren quasi nichts, wer wir haben, was mit uns gemacht wird, wo es wir haben, warum das gemacht wird, auf was für einen Planeten wir haben. Wir enden einfach da. Also das Ende ist quasi das. Wir werden zu einem riesigen, großen Fleischknädel, beziehungsweise wir verschmelzen mit so einem Fleischknädel, wir können zwar flüchten, aber wir enden quasi in dieser Gestalt. Ein sehr, sehr düsteres Ende, da ich fast behaupten. Ich weiß nicht, ob es mehrere Endings gibt. Aber holy shit, Freunde der Sonne, Prof, unfassbar guter Spieler-Request gewesen von dir. Hätte ich so nicht kommen sehen. Hab ich so absolut nicht kommen sehen. Es gibt noch ein Ending. Okay, dann wahrscheinlich, wo du nicht als Fleischbatzen endest. Also vermute mal. Kann man da noch was tun jetzt? Na, nicht mehr. Okay, Space scheinbar wirklich vorbei. Okay, es geht dann da an der Stelle im Endeffekt wieder von vorn aus. Dafür muss man aber alle Kugeln in allen Kapiteln finden. Ja, okay, gut, das ist selbst das überlose Pro-Gamer wie dir, die wo auf Trophäenjagd gehen. Aber holy shit, Freunde der Sonne, Inside ein unfassbar guter Titel gewesen. Muss ich ehrlich sagen, war mal eine andere Art von Spiel. Haben wir so in dem Sinn noch nie gemacht. Oder so ein Spiel in dieser Art haben wir noch nie gespielt. Mir hat es eng getaugt. Also wie gesagt, ich bin jetzt von dem Ending tatsächlich ein bisschen... Ja. Es ist eigentlich ein sehr trauriges... Was heißt... Ein trauriges Ende nicht. Es ist einerseits ist es ein schönes Ende, aber andererseits halt auch ein trauriges Ende. Gell? Du kommst zwar frei, aber halt zu was für einem Preis. Nachdem sie eigentlich der Bur so stark abgemüht hat die ganze Zeit jetzt über. Aber okay, war, wie gesagt, ein gutes Spiel, hat mir gefallen. Kann man wirklich nicht meckern. Prof, hast wirklich sehr gut investiert, deine 75.000 Punkte, die wo das gekostet hat. War wirklich gut investiert. Hätte ich, wie gesagt, so an und für sich nicht kommen sehen. Hätte ich nicht gemeint. Aber dafür positiv überrascht. Ne? Und habe die Ehre gut zu Fuß. Grüß dich gut. Absolut guter Request, Prof. Definitiv. Also für das, dass er Indie-Titel ist und für das, dass es sehr simpel gemacht ist. Also das Spiel glänzt jetzt nicht mit Mords Gameplay-Mechanik oder sonst was. Du rennst eigentlich nur von links nach rechts und kannst halt einmal Gegenstände gelangen oder halt auch nicht. Aber was die halt mit den wenigen Dingen gemacht haben, sie haben eine super Atmosphäre geschaffen, finde ich. Also du hast die Soundkulisse schon, also gerade am Headset hat's die schon abgeholt. Es hat den einen oder anderen creepy Moment drinnen gehabt, gerade am Anfang, da wo du einfach absolut nicht damit rechnest, wo du klein nach 5 Meter im Endeffekt erschossen wirst. Ich meine, wir haben ja immerhin einen kleinen Bur, ne? Und zumindest zu 90% von dem ganzen Spiel oder zu 95% von dem ganzen Spiel. Wir haben einen kleinen Bur und dir widerfährt halt jegliche Brutalität. Ne? Du wirst erschossen, du wirst von Pfeilen durchlöchert, du wirst von Hunden gefressen, du wirst von Laser durchgeschossen, du wirst von irgendeinem Elektroschock zu Tode ne? Also sämtlichste Foltermethoden, die man sich eigentlich vorstellen kann, sind in dem Spiel vorgekommen. Und das heute halt gerade am Anfang, so die ersten 1,5-2 Stunden heute das halt schon brutal ab, gell? Weil du rechnest halt mit absolut gar nichts, dass das so krass wird. Wie ich gelesen habe, haben die sich von Limbo inspirieren lassen.
Ja, da gibt's doch mehr so Titel, da wo du eigentlich nur von links nach rechts laufst, so auf die Art, ne? Mir kommt's manchmal so, dass aufgrund der Leistung macher AAA-Titel die Indie-Szene aktuell sowieso am Boom erfährt. Es gibt einige Indie-Titel, die wo unfassbar gut haben. Ja? Madison im Endeffekt, jetzt mal ein blödes Beispiel. Madison zum Beispiel ist ein Indie-Titel. Das ist kein AAA-Titel nicht. Madison haben kleine Entwicklerstudios geschaffen. Ja? Und nur weil es ein Indie-Titel ist, muss es ja kein schlechtes Spiel nicht sein, so auf die Art. Man hat aber so ein bisschen ein Vorurteil gegenüber Indie-Titel, aber in Indie-Titel steckt oft sehr viel mehr Liebe als mittlerweile in Neuzeitspielen, die wo von AAA-Firmen entwickelt werden. Ja? Hashtag Pokémon Karmesin, Hashtag Pokémon Purpur. Ja? Das Beispiel, das wird sich noch Jahre anhören können, so auf die Art. Ne? Das heißt, das muss nicht immer heißen, dass große, namhafte Hersteller oder Spieleentwickler, dass die ja wirklich was auf 3 bringen. Ja? Bei so einem Indie-Titel, ja, das glänzt nicht mit viel, aber mit dem, was glänzt, das glänzt halt gescheit. Ne? Little Nightmares ist im Grunde, ja genau, Little Nightmares ist ein ähnliches Beispiel. Habe ich zwar selber auch noch nie gespielt, aber es ist wahrscheinlich die gleiche Art von Spiel. Wie gesagt, so Indie-Titel kann man immer mal wieder spielen. Ist wahrscheinlich immer wieder mal eine Reise wert. Vor allem es kennst da deutlich mehr Spiele als ich. Also ich bin da bei sowas offen, weil am Ende des Tages kann ich eben maximal sagen, du, ich spiele nicht weiter, weil es mir nicht taugt. Der Prof hat jetzt ins Schwarze drauf. Ne? Indie-Entwickler müssen sich mehr anstrengen, weil sie sich nicht auf den früheren Erfolg ausruhen können. Ja, das stimmt tatsächlich. Wobei du dich als Spieleentwickler generell nie auf vergangenen Lorbeeren ausruhen soll jetzt. Wer halt das für mich immer halt noch top macht, das ist halt zum Beispiel FromSoft. Ne? From Software, die ruhen sich nicht auf den Erfolg aus, den sie in den letzten Jahren durch die Souls-Spiele gekriegt haben. Die liefern immer dann, wenn alle 3, 4 Jahre oder 5 Jahre ein Souls-Spiel kommt, das wo von From Software entwickelt worden ist, dann kommt immer eins auf den Markt, da wo du eigentlich denkst, holy shit, wie gut ist denn das bitte? Ne? Und so soll es eigentlich sein. Aber okay, das sehen halt viel anders. So. Und leider ist es bei vielen anders. Die, wo sie denken, ja, wir haben jetzt einen Megatitel rausgebracht, der ist eingeschlagen wie eine Granaten, da verdienen wir die nächsten 5 Jahre dran. Jetzt braucht es eh nicht mehr so viel, weil du hast, gerade in der heutigen Zeit, in der Spieleindustrie, hast du unfassbar schnell einen schlechten Ruf. Du brauchst gerade ein Spiel auf den Markt bringen, das wo die ersten 5 Tage nicht läuft, bist schon verschrien. Bist schon automatisch verschrien. Das war bei Lords of the Fallen zum Beispiel, bei den Consoleros genau das gleiche. Das Spiel kommt auf den Markt und ist halt leider performance-technisch nicht unbedingt das rosigste gewesen, was ich so mitgekriegt habe. Ich am PC habe glücklicherweise keine Probleme gehabt. Aber das geht auch vor mir ruckzuck. Warum? Aber ich muss ich mir ist die Frage. Aber okay. Nein, war wirklich ein gutes Spiel. Jetzt haben wir zwar ein bisschen früher fertig als gedacht, aber das macht nichts. Das hat schon passt. Das hat schon ganz gut passt. Ich hoffe, wenn es taugt. Ne? Also ich habe Spaß gehabt dran. War ein kurzer Titel, war ein kurzer, knackiger Titel, war gut zum Einzwicken, das hat ihm genau passt. Also wie gesagt, habe ich nichts zu meckern. Kann ich wirklich nichts sagen. Kann jetzt auch vom Spiel her eigentlich nichts Negatives nicht behaupten. Also mir war jetzt zumindest nichts aufgefallen. Das Einzige ist manchmal ein bisschen, das ist aber jetzt Jammern auf hohem Niveau. Manchmal war die Steuerung ein bisschen schwammig, aber ansonsten, es ist ein Indie-Titel, da keine Ahnung, wie viel wenige Leute da an dem Spiel gearbeitet haben. Für das, was das Spiel ausgerichtet ist und für das, was das Spiel kann und was es abliefert, ist es top. Da kannst du nichts sagen. Das ist auf alle Fälle 10 von 10 gewesen. Also wie gesagt, was soll ich jetzt da kann ich jetzt nicht ins Negative reden, weil ich halt einfach fucking nichts festgestellt habe. Das ist auch von der Atmosphäre her passt. Gut, man hätte vielleicht, das ist jetzt auch wieder mehr Jammern auf einem hohen Niveau, man hätte vielleicht ein bisschen in die Story eingehen können. Man hätte erklären können, wer haben wir, was ist da los, warum flüchten wir mir, was für ein Labor wird da, was wird gezüchtet, so quasi auf die Art. Das hätte man ein bisschen aufgreifen können. Und wenn es nicht zum Hören ist, dann zumindest zum Lesen, dass man halt so eine Notiz aufsammeln kann. Du pass auf, du bist Projekt 16, keine Ahnung, du hast die und die Eigenschaften, deswegen ist es so und so. Hätte aber auch nicht länger sein dürfen. Ja, verstehe, was du meinst. Die Dauer, die es gehabt hat, war abwechslungsreich. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich gesagt hätte, oh leck, jetzt kommt dasselbe Rätsel jetzt irgendwie schon wieder. So.
Aber hast recht, nach 3-4 Stunden hätte es auch nicht mehr gehen dürfen, weil da hast du dann irgendwann die Schnauze voll, glaube ich. Also so, das Spiel ist von der Zeit her perfekt angesiedelt. Das dauert, so sage ich jetzt, mit summa summarum zwischen 3 und 5 Stunden, je nachdem, wie gut das die anstellst. Ich glaube, ich habe jetzt knapp über 3 Stunden gebraucht, 3,5 Stunden oder was. Und das ist okay. Das ist völlig fein. Ne? Das Spiel hat bei MMOGA 6 Euro gekostet. Also Leute, wenn ihr es selber spielen möchtet, schaut in meiner Infobox nach, geht's auf MMOGA und holt es für PC, kostet 6 Euro. Da könnt ihr nichts falsch machen damit. Also könnt ihr gerne einmal selber spielen. Es spielt sich nicht schlecht, um Gottes Willen. Gerade einmal für Apps zwischendurch ist das, glaube ich, ein Spiel, was man sich durchaus einmal geben kann. Ne? Also, wie gesagt, kann man nichts sagen. Eigentlich auch noch für sich. Wie gesagt, halt Storytelling, ja, okay, das hätte ein bisschen besser vorhanden sein können, in welcher Form auch immer, aber es ist in Ordnung. Ja, war okay. Kann man jetzt, wie gesagt, kann man nicht meckern. Also ich zumindest nicht. Gut, Freunde. Es rentiert sich jetzt nicht, dass ich noch irgendwas anfange. Es ist jetzt semi. Wir hören halt dann heute ein bisschen früher auf wie sonst. Normalerweise darf man ja noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde sowas machen. Ich sage es nicht, aber das rentiert sich jetzt nicht noch irgendwo in ein anderes Spiel einzugehen. Dann machen wir heute ein bisschen eher Schluss. Ne? Wir haben die Woche ohnehin noch ein bisschen was vor. Wir werden am Sonntag God of War spielen. Ja, alle Jahre wieder, metzeln Kratos Gegner nieder. Ne? Weil Santa Monica hat sich kurzerhand entschieden, ein DLC kostenlos rauszurotzen. Wir werden uns am Sonntag in Valhalla mal aufhalten. Schauen wir mal, was das DLC kann. Ich weiß es nicht. Ich bin absolut spoilerfrei, was das angeht. Der Teaser verspricht vieles. Ne? Aber wir werden es uns am Sonntag anschauen. Eventuell kann ich aber jetzt noch nicht versprechen. Eventuell sehen wir uns Freitag noch einmal. Ne? Das ist aber, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig sicher. Das mache ich von der Frau Bazi abhängig, weil die hat, glaube ich, gestern oder vorgestern was gesagt, dass sie eventuell mit einer Freundin zum Pferd tut abends. Und sollte das der Fall sein, werden wir abends noch einen kleinen Assassin's Creed Stream machen. Ja, das spielen wir dann, in Mirage weiterspielen. Ja, aber wie gesagt, der Stream am Freitag, der ist noch in Klammern. Da bin ich noch nicht hundertprozentig safe. Da werde ich dann morgen oder wahrscheinlich am Freitagvormittag irgendwann Bescheid sagen. Aber Sonntag-Stream ist safe. Ja, Sonntag um 10 Uhr God of War für ca. 3 Stunden. Bis um 1 in etwa. So ein kleiner Weihnachts-Metzel-Stream. Ich glaube, das ist mittlerweile schon fast ein Meme auf unserem Kanal oder auf meinem Kanal. Ne? Heuer God of War, letztes Jahr God of War Saga beendet und vor 2 Jahren God of War Saga angefangen. Ne? Alle guten Dinge müssen 3 sein. Und ich sag's euch, wie es ist. Also, ich weten du es nicht, aber ich bin guter Dinge, weil die Gerüchteküche brodelt. Ich bin guter Dinge, dass vielleicht nächstes Jahr ein God of War Remake kommt. Ne? Das ist ja momentan, der brodelt ja seit letztem Jahr schon die Gerüchteküche, dass wohl Rechte an Bluepoint gegangen sein sollen. Ja, Bluepoint ist quasi, die haben auf Remakes spezialisiert, die haben unter anderem auch Demon's Souls geremaked. Und ich sag das, wie es ist, wenn der God of War 1 Remake kommt, du Brudi, ich scheiße einen Maulwurf vor dir hin, weil ich mich so stark freue, wenn die God of War 1 remaken. Es gibt, glaube ich bin mir fast sicher, es gibt kein Neuzeit-Hack'n'Slay. Gibt's ein Neuzeit-Hack'n'Slay? So mit aktueller Grafik-Engine, glaube ich, gibt es nicht. So ein Hack'n'Slay, wie es damals God of War gewesen ist. Glaube ich, gibt's nicht. Und ganz ehrlich, die werden ein Hack'n'Slay rausbringen, also God of War Remake, das wo genauso brutal ist wie die alten Teile, wie das God of War 3 zum Beispiel. Wow, leck, Alter. Man stelle sich vor. Man stelle sich vor. Das da die übelst feiern. Nicht in der Third Person. Da haben wir schon fast gedacht. Wie gesagt, die Gerüchteküche, was das angeht, brodelt. Es brodelt auch die Gerüchteküche so ein bisschen, aber das ist halt noch alles unfassbar undurchsichtig und unfassbar schwammig. Es brodelt die Gerüchteküche, dass das nächste God of War in Ägypten spielt. Ja, also man arbeitet wohl an einem Titel. Ja, das hat jetzt nichts mit dem DLC zu tun. Aber es soll wohl Ägypten das nächste Setting sein. Angeblich. Und sage ich da ganz ehrlich, wie es ist, bin ich dabei. Ägyptische Mythologie, bin sowas von drin. Dann hoffen wir, dass Gordon Ramsay und der John Lafer in der Gerüchteküche aktiv waren, damit der Wunsch in Erfüllung geht und was Gutes rauskommt. Aber hundertprozentig. Wie gesagt, so From Software und Santa Monica, wenn es um God of War geht, sind so 2 Hersteller, da wo ich jedes Spiel auf Wort bestreiten darf. Da wo ich ohne Bedenken zugreifen darf, weil ich weiß, das kommt außer und das läuft wie ein frisch geölter Aal. Sag ich dir, wie es ist. Aber okay, da werden wir uns auf das nächste Jahr dann ein bisschen
konzentrieren oder halt die Augen offen halten. Ja, nächstes Jahr kann ein massiv gutes Spielejahr werden. Es ist momentan im Umlauf, dass 2024 eine neue Nintendo kommt. Ja, da hat der Mr. Prof Valentine sehr heiße Infos in meinen Discord gepostet. Ausrufezeichen Discord an der Stelle. Nächstes Jahr kommt eins meiner wohl am meisten erwarteten Spiele. Auf das Spiel warte ich schon seit 2 Jahren. Das ist vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren einmal angeteasert worden. Das ist Black Myth Wukong. Das kommt am 20. August. Da werden wir wieder einen Marathon machen, so gehen geht schon, bis es ist. Es ist wohl in aller Munde, dass nächstes Jahr. Da freue ich mich persönlich jetzt erstmal noch nicht drauf, aber mal schauen, was da kommt. Es soll wohl nächstes Jahr ein Pokémon Johto Remake kommen, ein neues Johto Remake. Ob das Let's Go wird oder direkt ein neues Johto Remake, das ist noch nicht so ganz sicher. Soll wohl kommen, angeblich. Wie gesagt, da halte ich meine Erwartungen aber ganz massivst unter der Decke, weil, aus Gründen. Also, das Spielejahr 2024 verspricht gut zu werden, Für meine Verhältnisse. Es gibt wahrscheinlich auch andere Titel, die wohl auch interessieren Daten oder mehr interessieren, als das, was ich jetzt gesagt habe. Aber schauen wir mal, wo die Reise 2024 spieletechnisch hingeht. Kann unfassbar gut werden. Oder es geht gnadenlos in Dosen. Eins von beiden. Kratos vs. Osiris, I'm all in. Da kannst du nur ein paar aufzählen. An Horus, an Ra, an Anubis. Oh, leck, Alter, steht singt das 4. Kratos kommt nach Ägypten, landet erst einmal im Reich der Toten, weil warum fucking nicht? Der Kratos hat ein Dauerticket im Reich der Toten und klatscht dann Anubis weg. Du, ich war so, oh, leck, Ägypten, ich war so drin. Ich sag das. Pokémon Schwarz und Weiß soll eines bekommen. Auch da brodelt die Küche. Es soll ja angeblich 2 Remakes kommen, was ich zwar jetzt persönlich nicht absolut nicht gut finden darf, aber es soll wohl so ein Kombi aus, Ich hoffe, dass es keinen Assassin's Creed Teil gibt, der in Deutschland spielt. Wir können uns ja denken, in welcher Zeit. Assassin's Creed kommt, das nächste, was kommt, ist Assassin's Creed Red. Das spielt in China auf alle Fälle. Das ist ja schon angekündigt worden. Das kommt, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr. Und dann gibt es noch eins, Assassin's Creed Hex heißt das. Das, glaube ich, kommt auch irgendwann die nächsten 2 oder 3 Jahre. Hat wohl irgendwas mit Hexen zu tun, also mit der Hexenverbrennung in dem Zeitalter, keine Ahnung. Da sind die Infos noch unfassbar dünn. Da kann man, aber das ist seitens von Ubisoft bereits announced worden. Ich glaube heuer. Oder was letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Aber da ist ja unter anderem auch Mirage angekündigt worden. Mirage für heuer, nächstes Jahr dann Red und übernächstes Jahr nochmal irgendwann. Ich weiß es nicht. Jetzt darf es mir nicht festnageln. Das kann ich jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Hexenverbrennung, also spielt's in Bayern. Assassin's Creed Bavaria. Imagine. Springt, kraxelst dir irgendwo auf und dann hörst du, du Vollidiot, bist du narrisch. Schau, dass du rüberkommst, du Grippe. Die Wachen. Schleich dich! Oder ich schieß! Imagine. Ich vergessen, 1800 war auch nicht so ohne. Assassin's Creed im 18. Jahrhundert haben wir, glaube ich, schon gehört, oder? Paris? War das nicht im 18. Jahrhundert? Assassin's Creed in Mexiko und Peru, bevor der Kolumbus da ist, etwas. Ja, das Ding ist, es gibt so viele Zeitepochen, wo du noch Assassin's Creed machen kannst. Also ohne Scheiß. Es gibt Assassin's Creed, die haben fucking vor Christus Geburt. Also, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, die geschichtliche Zeitspanne, wo du ein Assassin's Creed ansiedelst, ich glaube, es gibt keine Zeitepoche, wo du Assassin's Creed nicht ansiedeln kannst. Die Frage ist halt, was halt Leute ob. Ich persönlich darf es absolut nicht cool finden, wenn die jetzt Assassin's Creed rausbringen im Jahr 1945 in Deutschland. Ganz ehrlich, dann kaufen wir Call of Duty, ohne Witz. Also, wie gesagt, da hängt es aber davon die Interessen ab, was die Leute haben wollen. Was ich feiern darf, ist, oder was, sagen wir mal, was heißt, was ich feiern darf, was ich gut finden darf, wenn sie diese Linie, was sie jetzt in Mirage aktuell einschlagen, ein wenig beibehalten dürfen. Ne? Mirage gefällt mir bisher gar nicht schlecht. Es gibt ein paar Sachen, die kann man besser machen, hat mehr was mit der Steuerung zu tun, aber dass einfach die Assassin's Creed wieder mal viel mehr auf Geschichte fokussiert haben. Ne? Nicht um irgendeine Kneipenschlägerei, da wo du, keine Ahnung, wie in Valhalla, keine Ahnung, mit der Axt im Walde durch die Gegend rennst. Ne? Da wo einfach wieder ein wenig ein Sinn dahinter ist. So. Und bei Mirage ist das
aktuell, wo ich so sagen kann, gar nicht mal so übel. Ja? Es geht noch ein wenig was ab zum Glanz der alten Zeit, aber es geht in die richtige Richtung. Mario vs. Donkey Kong bekommt auch eins, das kenne ich gar nicht. Bin ich jetzt ganz ehrlich, das kenne ich gar nicht. Da waren die Franzosen aber kritischer zu der Zeit, und was der Bazi schon gesagt hat, Assassin's Creed in der französischen Revolution haben wir schon gehört. Ich glaube, dass Unity in der also ich muss um 1800 spielen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe Unity fucking 5 Minuten gespielt. Ich weiß, dass es in Frankreich spielt, ich weiß, dass da der Eiffelturm noch nicht gestanden ist, also es muss irgendwo 17. bis 18. Jahrhundert gewesen sein, keine Ahnung. Und bevor die Frage kommt, nein, Unity werde ich auch heute nicht mehr spielen. Am 16.02. soll es erscheinen. Okay, ja, habe ich tatsächlich jetzt persönlich selber noch nichts gehört davon. Aber mach's auch. Wie gesagt, das Jahr 2022, der wir mal mit ganz gespannten Augen beobachten. Da wird sich wahrscheinlich das eine oder andere tun. Ich hoffe. Vor Jahr vor 1800 war der Franz. Vor Jahr vor 1800 war der Franz Revolution. Ja, perfekt. War die französische Revolution, okay. Na, müssen wir schauen. Wird schon besser werden. Liste hast in DC. Perfekt, danke dir, Prof. Dankeschön. Gut. 1780 bis 1790 um den Daumen peilt. Ja, irgendwie sowas. Wie gesagt, Assassin's Creed habe ich grundsätzlich kein Problem nicht damit, wenn es halt einfach von der Story her wieder gut gemacht ist. Ne? Die letzten hast du alle in die Tonne treten können. Meiner Meinung nach gibt es Leute, denen hat das gefallen. Überhaupt kein Thema nicht. Wie gesagt, Geschmäcker sind ja verschieden, aber mir haben die letzten Assassin's Creed alle nicht gefallen. Weder Origins, noch Valhalla, noch Odyssey. Das war alles für die Katz. Auch die ganzen Teile davor, Unity, Syndicate, das hat mich alles nicht abgeholt. Mir hat nicht mal Black Flag wirklich abgeholt. Mirage ist auf einem guten Weg. Wie dann letztendlich das Fazit ausschaut, das zeigen wir dann, wenn wir mit dem Spiel fertig haben. Ne? Aber so jetzt aktuell, es ist in Ordnung. Ne? Gut, Freunde. Das war das Wort zum Mittwoch. So, jetzt ich schau mal, wer live ist. Ne? Haben wir doch bestimmt noch jemanden. Ich glaube, der Cookie macht einen Spendenmarathon. Freunde der Sonne, wir supporten solche Dinge. Denkbar Schulfrühstück. Ich weiß nicht, was es ist. Es soll aber ein guter Zweck sein. Deswegen werden wir mir heute zum Cookie gehen. Weil, wisst ihr, diese Basi-Gang und Dinge für den guten Zweck, da haben wir mir dabei. Ja, das ist aber hoffentlich klar. Der spielt Godfall. Bis vor 2 Stunden habe ich von dem Spiel auch nichts gewusst. Ich habe es beim Cookie kurz gesehen, bin am Überlegen, ob ich das Spiel irgendwann einmal im Stream anzocke. Ja? Bin mir nur noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll. Grafisch schaut es auf alle Fälle bombastisch aus. Ne? Also wie gesagt, ich persönlich kenne Godfall nicht. Schauen wir mal vielleicht, ich schreibe mir es einmal auf meine Streaminglisten, eventuell schauen wir uns das einmal im Stream an. Eventuell, irgendwann, im kommenden Jahr. Heuer nimmer, heuer haben wir noch andere Projekte zum Tor. Also die nächsten 2 Wochen im Endeffekt. Okay? Raid Command ist im Chat. Einfach kopieren, also für Subs und für Non-Subs jeweils einen eigenen Command. Also und dann beim Cookie einfügen. Wie gesagt, lasst da ein bisschen an Support. Da ist ebenfalls ein bayerischer Streamer-Kollege, den kenne ich schon über 2 Jahre jetzt auf Twitch. Der hat auch unter anderem zum Wachstum meines Kanals beigetragen. Also wie gesagt, gerne da ein bisschen Liebe da lassen, gerne ein Following drucken, wer das noch nicht da hat bei ihm. Das lohnt sich auf alle Fälle, der spielt alles mögliche, Retro-Titel, Neuzeittitel, MMOs, also wirklich, da findet ihr alles querbeet ein, was ihr euch vorstellen könnt. Ist bei dem Raid Commander Emote down? Normalerweise nicht. Na, normalerweise nicht. Genau. Also wie gesagt, gern beim Cookie noch Liebe da lassen. Wenn es dir gefallen hat und du heute da gerade das erste Mal oder wieder einmal da bist, schau mir noch, ob es bei mir auch noch einer vorhin kannst. Das kostet nämlich nichts, aber es darf mir unfassbar schwer helfen. Vorher ist ein neuer dazugekommen, die Chiara Elisabeth. Ich weiß nicht, ob es noch da ist. Mein Following-Count ist wieder um einen zurückgegangen. Ich weiß es nicht, aber vielen lieben Dank trotzdem. Generell danke wieder für den Support, heute für die Resubs. Hat mich gefreut oder gefreut mich jetzt mal wieder. Genau. Ich wünsche euch noch alle einen schönen Mittwochabend. Eine schöne restliche Woche an die Leute, die leider noch keinen Urlaub nicht haben. Halt's noch ein wenig durch, Mitte der Woche ist geschafft. Wir hören uns frühestens am Freitag wieder zu Assassin's Creed Mirage. So ging noch in Discord Bescheid, da gerne noch draufkommen.
aber alle spätestens am Sonntag zu Weihnachten hören wir uns wieder. Okay? In diesem Sinne, macht's euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Cookie. Wie gesagt, den bitte supporten, der macht eine Spendengeschichte. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns eine. Prof, nochmal merci für den Request von Inside, war wirklich gut, hat mir gefallen. Und jetzt schleicht's euch. Okay? Schönen Abend euch, bis zum spätestens Sonntag. Pfiat euch.